Ich zu enger neuer Episode auf unserem YouTube-Channel auf einem neuen Let's Play, den wir auch werden starten. Mario Tennis Aces. Das ist ein Spiel, von der richtig abgepasst wird. Ich meine, wenn 2018 die wir schon mit dem Let's Play starten, weil das war auch einer der Orga, die wir hatten, die das wollte Let's Playen. Und wie das immer so ist am Leben, dann ist es aber nicht motiviert. Und dann sofort, an wem bleibt da bestimmt hängen und den Leuten, die in Teil gegründet haben, darum habt, Orga schmeißen, ja, der wisst, wie das sind. Den 22. Juni 2016 rauskommen, wir starten das ganz teuer Let's Play, passend zum 19. Dezember, wo wir unseren ganz Spaß werden, mit dem wir zusammen werden, und wir fangen mal mit der Story an. Endlich. Lucius, der legendäre Schleier. Voilà, in siebere Zeit. Die zwei Kollegen kennen wir. Machen wir mal ab. Ja, da klappen sie sich schon zu zwei. Das war keine gute Idee. Tennis, Friends, hallo, wir kommen am Hafenstadion. Final von den China Fest geht mein Victor ein Leerlach. Mario Peach sie gut tun, aber wenn nicht das schon nicht das erwartet, dass er Nummer 1 sind am Tennis. Den merkt am ganzen Ländchen da, das alles gut. Der richtige Tennismatch, da kommen zwei Nicken, die alles für die machen. Und ja, mir gesehen, was shit. Der Mario weiß, was der drauf kann. Und das ist ein weiterer Schleier, ein weiterer Victor. Für Mario Peach. Luigi ist anscheinend nicht gut genug gewesen. Ah, du hast da war. Ah ja, mit einem Problemstelle. Glückwunsch zu Victor, Mario. Was sind das auf hier Bandagen? Peach wacht. Hat den zwei stimmt, hab's nicht. Mit einem großartigen Kado, ein mächtiger Schleier aus dem Solarius-Tempel. Luigi natürlich steht schon Fred. Mario kennt ihr gehören, Fangerwasch Luigi, Luigi hält den. Und Luigi, ja, immer typisch mit dir. Wenn wir die Peach nur laufen, dann müssen wir die halt nur laufen, so was das halt am Leben. So ja, flüchten. Hey, der wird mir natürlich doch nicht viel. Die ganze Story kriegt ein bittereren Nachgeschmack, ja. Die armen Viewers, die wir hier haben, Spektateuren, gehen auch mächtig Sport gerade. Oh. Luigi. Ja, das Story von Mario Tennis ist, das wird mal muss machen. Wir spielen Tennis, aber wir retten so also ein geringe Mario-Menschen mal einfach. Der Teil wird, denken ich, immer vor rauskommen. Betonung auf denken, das wird gemütlich rauskommen. Den Tornado hat das Stadion ganz verwüstet. Ich kann nachher nicht glauben, was gerade geschieht, das ist ein Albtraum. Wo ist Luigi da hin? Ich kann ihn ins Gesicht. Mir kein gut Gefühl. Also hat mir kein gut Gefühl, seht dann Daisy. Die Verhalte vom Wario vom Luigi ist nach mich komisch wie sonst gewirrscht. Das klingt komisch, aber ich meine, der Name Luigi ist an den Griffband von einem Schleier angewickelt gehen. Und das ist ganz bonrösch. Und Griffband ist wie in der plötzlich. An der Flucht vom Schleier kann ich vielleicht definieren. Ja, pickst nun, aber bist du weg. Tod, du weißt, dass ich da bin. Ich sehe das da unten. Scheint es schon. Das ist zwar ein Gerücht. Aber auf dieser Insel soll sich mal in Florent aus
Königreich vom Solarius befand. Also wir gehen halt wirklich an die historische Geschichte ran. Das ist ja nichts Neues, Solarius-Ruine, kennen wir es alle gut, ja, ja, an der Wüste. Überbleibsel von diesem Reich, da waren noch ein paar Archäologen für eine gewisse Zeit. Tennis muss am Königreich vom Solarius ein ganz wichtiger Volkssport gewesen sein. An der Ruine gibt es ganz viel Wandmalerei mit Tennismotiven. Eine von den Zeichnungen kann den Archäologen fand, und sie ziemlich komisch fand. Und das ist ein unheimlich Schleier Himmel, den du gesagt. Und die Leute knien auf für dem, also verbeugen sich für ihn. Und gesagt, sie ist ja ein Schleier Kontrolle über die Spieler heraus. Hat. Ja. Überraschung, ein Schleier, den Bewusstsein von den Leuten manipulieren kann. Eieiei. Moment, was willst du mal sagen? Dass Luigi von einem Tennisschleier kontrolliert, könnte den allmächtig aus. Das kann man nicht ausschließen. Wir sollten mal vielleicht an die Solarius-Ruine gucken, um mehr herauszufinden. Jojo. Du hast recht, wir berichten ab. Also am besten direkt. Stopp. Das klingt ja gefeierlich. So gefeierlich wie ich persönlich geht, wie die zweite Zeit. Aber wir müssen noch leben. Die Name Mario. Prinzessin Peach oder Prinzessin Daisy. Erlaubt mir es. Sag mal Mario hier umzugehen. Und in den Club zu gehen. Könnt ihr auch sehen, dass Luigi an die anderen Serien abtaucht. Ja, das ist kein Problem, oder das Feuer dann überlassen. Lass mal hier da bist. Wir chillen auf der Plage. Mein Leben Kollege. Ja, nicht nur täuschen, aber Mario ab in die Wüste. Ja. Wir sollen uns nicht vorgehen, ja, ganz notdenklich die Sphäre. Wir sollen beim Wohlpaten zurückfahren und sie werden auf uns. Es ist immer sicher, dass ich nicht passieren werde, dass nicht der echt Aventur an mir so Luigi zurückbringen. Jo, das machen wir da im Kopf nickend. Dann kriegen wir dann erklärt, was wir können drücken, plus minus, beim mal momentan aber nicht. Wir sind level mit Mario hier, also wir werden den Mario als Charakter erhöhen, aber wir werden eben Tennis spielen. Wie gesagt, das Spiel ist am Juni 2018 rausgekommen. Schon wirklich um 2 Uhr hier, wo das Spiel rauskommt, sonst sind der Meinung gewesen. Das ist vielleicht ein Spiel, das nicht viele Leute dort hören. Das ist ein Spiel, das aber auch bei YouTube-Channel reiert, zum Tennis generell immer bei Nintendo-Fans belebt ist. Und ich persönlich auch ein Spiel schon durchgespielt. Natürlich ein Punkt, wo ich kann so ein Spiel bis dem Moment durchgespielt, wo nicht nach einem Update kommt raus ist. Das heißt, aber ein bisschen blind mit zum Schluss im Let's Play für mich. Wo ein Update bis die Story noch beikommen muss. Wir gehen an Solarius-Ruine, da wir das gerne hätten. Wir werden immer gucken, ob die Let's Plays halt 20 bis 30 Minuten werden hören. Und ja, wir haben halt schon 3 Mal Gegner den als Wert steuern. Stehen geblieben. Und hat mir leid, Solarius-Ruine. Wenn man nicht wichtig zu denen hören, dann sollen wir aufzählen. Und wir haben etwas wichtig zu denen. Wir müssen die anderen Bannicht von der Ruine genauer angucken. Kannst du das durchschlossen, was schläft. No je, wieso auch nicht? Aber wir sind dass hier Maradau-Brüder wären. Das gibt aber eine Kondition, der der an den Tennis spielen kann. Die Solarius-Ruine. Jo. Wenn das soll passieren lassen, muss man es können beweisen, indem so ein Match gegen hier spielen gegen den Knochentrupp. Ja, tot, du redest an den Kopf. Und ich betone, dass wir keine andere Show hätten. Und ja, auf wem bleibt der im Lenken? Mario. Allelas. Die werden also bis mir der ganze Let's Play abgebaut, also noch wieder das Spiel abgebaut, also das ist eine Story. Und der wichtigste Punkt von dem Spiel, wie das Spiel auch heißt, Mario Tennis Aces, es gibt auch Tennis gespielt natürlich. Und hier ist Knochenarbeit, und wir mussten natürlich Knochen trocken an einem Tennismatch bewältigen. Eher mal Lastfähren, kriege ich mal ein bisschen als schon zwei Tenniskleidung, weil er natürlich wie ich will kann spielen.
Und erklärt man nur das Match, wie grundlegend das Prinzip beginnt, ist das natürlich ein Tutorial, habe ich am nächsten Part noch im Werte gesehen. Ja, für ihn als Profi, das zu Mario. Ne? Ich musste den Ball abwerfen, also. Voilà, der gesehen, ich kann den Ball dann nicht richtig spielen, kann man ein Tutorial gemäht. Schöne Ball in Kalkulkeit, ganz schön. Und dann muss ich den Ball nachschlagen beim Abschlag. Und zack. Und ich sehe auch überall, wie viele Kilometer eine Stunde man den Ball abschlagen. Das ist schon Talent anscheinend. Ich hätte Talent. Also kann der Return, der Tisch muss reagieren natürlich, wenn der Ball nicht gehen kann. Ich werde nicht alles für null lesen, dann ich werde auch betonen, ich probiere die Let's Player ein bisschen abzubauen, dadurch die deutsche Nachrichten auf Plötzburg ein bisschen definieren, es nicht für Wort definiert, oder ein bisschen über den Kopf können, weil Plötzburg könnte ein bisschen Sinn machen. Und ja, ich erkläre mal, wie Tennis funktioniert, ich muss ja nicht viel lesen. Ich könnte Return, voilà, zack. Den Ball nicht, da sind wir uns keine Return machen. Ja, ganz gut, so hätte ich mal das hergestellt. Nur im Abschlag schlagen die Spieler hin und her, auf versuchen einen Punkt zu erzielen. Und wenn ich einen Zurückschlag gebe, ich brauche eine gute Strategie, geht also nicht um ein zu klicken, einfach mal merken, ein bisschen steuern, also. Ne? Voilà, ich bleibe einfach da stehen und ich schlage mit dem L-Joystick bis nur längs gedreht. Und ich muss so 10-mal drücken, hat neben wie kraftvoll geht. Ne? Voilà, das ist ein bisschen festgewischt. Und das schenkt ja mal den Match zu sehen, ja. Gut, wir können da mal loslegen, ne? Wir können auch nicht viel. Wir kriegen noch kein als gewiss was machen können. Ich stecke mal ein noch den anderen Knäppchen, aber das halt wirklich der nächste Match, wo wir auch schon den Punkt gleich gelöst hätte. Knochen trocken, das nicht gerade beweglich, sondern ich mal so natürlich, wen doch den Knochen kennt. Ja, aber seine Fähigkeiten. Und ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen angerostet an dem Spiel, habe ich noch lange nicht gespielt, ich bin motiviert, ein bisschen abzuhören, dafür hier respektive von den ganzen Let's Play. Ein bisschen fähig schon bereit zu präparieren. Und wir schon ein Match baut, hier ist eine kleine Matches-Datei. Das ist natürlich schon ein Intro just gewesen für Leute, die gar keine Ahnung über Mario Tennis Ära ist. Zur ganzen Mario Tennis Geschichte hat schon ein Weile Let's Play ein bisschen historisch, das Ganze. Und ich gucke, wie du just haut drinst. Für den nach bis Tutorial am Anfang zu gucken. Auf Stänke Solarius Ruine können wir haut. Aber schon durchschuld gesagt, Let's Play zwischen 20 und 30 Minuten. Eigentlich immer gut. So, ich klicke mal nach, wie das 400 geht. Das ist ein bisschen viel Gelautsgewicht, weil ich viel lesen. Jetzt soll ja ein bisschen interessant sein, am Platz ein Tennismatch und der Code den Ball just verriert links und das Totenstille. So. Den hat man geschlagen, Knochen trocken, nicht verloren, wirklich. Nicht beim richtigen Turnier schon mal 2 Tonnen überstanden. Hallo, hat mich ein Amateur geschlagen. Das geht fair, ja, wir sind für einen Amateur, wenn man das Spiel richtig durchgemäht hat, sagen wir. Ich wäre ganz gut Tennisspieler, zwar, ich hätte aber auch keine 4 waren, also wir sind da vielleicht aber keine Amateur. Die sind eben low, die das Feld aus Login. Ich kann nur das Geneinke draufklicken. So, machen wir aber nicht. Da sieht ein bisschen ganz abgebaut aus. Ich denke mir, ich kann ein Kind eigentlich. Voilà, so sieht das Karte dann ja. Gesagt, noch nicht viel, wenn wir nicht weit kommen sind. Wir werden heute Solarius Ruine machen und denken, dass aber ja, schon gut gefällt mit der ganzen Story am Anfang. Den Solarius Ruinen Dontri man natürlich gewählt, also geht den Solarius Tempel. Habe ich sich schon geguckt. Solarius Tempel, Tätstück von der Solarius Ruine. Hier sind Wandzeichen entdeckt gehen. Irgendein Hinweis muss man ja wahr fangen. Dem ich dem Mario nicht viel zu schätzen, aber das ist gut, dass ein Touch immer bradelt, das gibt mir jetzt gleich nicht 4 kommen. Wir spielen also ein Röntgen. Eine uralt Prüfung, los dein Tenniskunst. Leist mal deinen Tenniskunst, da dreht's rein. Das ist ganz schön ein bisschen interessant. Wir kriegen eine Mauer für den Östgal. Besucher von dem Solarius Tempel. Als erstes musst du deine Tenniskunst auf Probe stellen.
Voilà. Ich muss nur mal... Hat das geklappt? Hat nicht geklappt. Okay, ich muss ein bisschen mal überlegen, was das ist. Ich muss auf den Ding jetzt fahren. Bleib mal einfach stehen, am Merk. Voilà. Wir müssen noch die Flashfight treffen, ne? Aber wir machen los Slice, das ist das los. Wirklich eine Tutorial-Übung, das ganz hol immer dreimal raus. Dann kriegen wir den Ball mal. Voilà, zack, da sehen wir alles an dem Spiel. Ein Command, das ist also nicht komplett. Wir machen noch kleine Lupf. Voilà, also nicht gerade schwierig für den Anfang. Eine kleine Stoppball. So, das war der Stoppball. Ich kann auch mit B machen, wenn ich bin nicht ganz erinnern. Neben deiner Stärke und deiner Ehrenhaftigkeit spielt es auch großes Potenzial. Ich bin mir sicher, dass du alle Voraussetzungen mitbringst, die die Probe bestehen. Das heißt, verschiedene schlotechnische Module nutzen das Geheimnis, also die Challenge zu packen, für die von der Prüfung zu öffnen. Das ist also ein bisschen Kompo gefragt. Voilà. Kriegen wir nicht mehr, wie wir machen mussten, das ist ja auch mal nicht schlecht. Aber das ist am Anfang wirklich, aber an den Story durch ein bisschen, ich will nicht so latzig, ja, wir müssen vielleicht mal richtig kriegen, ne? Stoppball weggefroren, nicht der andere Lob. Aber das ist natürlich wie am Anfang, und ihr wisst ja auch ein bisschen, wie die Story heutzutage sind. Sie gehen immer mehr einfach gemäht, dass die Leute aber bis zum Spiel bleiben. Ich verstehe nicht die eine Seite mit die andere Seite, dass es natürlich ein bisschen Butter, aber wir müssen noch als Let's Play-Format ein bisschen vielleicht anständig schalen und mal das durchkriegen als echt, ne? Aber muss sich der Zeit passen, würde ich damit sagen. Und schmengen Entertainment trotzdem, das wird heute nur gucken, der kann auch vielleicht selber ein bisschen schmackhaft gemacht wird, das Spiel vielleicht zu kaufen, vielleicht oder das Spiel auch gar nicht mal ich kaufe gerade, das ist noch Nintendo Spiel und so auf der Switch Aerotanisation ist denke ich schon schlecht. Zumal, wenn ihr noch fest, dass teils am Angebot ist am Nintendo eShop. Ja, auch da das ein bisschen etwas Neues zu wait, wenn die kann noch über den eShop gut schwätzen. Voilà, die geht ab und geht halt 4 Euro, mehr werde ich ihm damit so ich selber kaufen einmal Cartridge mit am eShop, kriegt ihr Rabatte. Diese scheint zu lohnen. Voilà, wir sind an der Ruine gekommen und wir kriegen dann aber noch ein bisschen Match. Denken ich mal, ja. Oh, what the? Meister Mario, ich hoffe, dein Schicksal höher näher da gekommen ist und schon auf dich gewartet. Es sind Observers, Wächter von diesem Königreich vom Solarius und Hüter, Bewacher von dem ganz bedeutenden Lucius. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, hört sich der Lucius aus den allmächtigen Schleier ein ganz gefährliches Wesen, das die Leute kontrollieren kann und manipulieren kann. Der König Solarius, den der Dreischenke reagiert hat Lucius sich geholt und von dieser Macht profitiert. Die Konsequenz war eine komplette Zerstörung von seinem Reich. Aber mit seiner letzten verbliebenen Macht hat dem König sich ermöglicht, diese Schleier an einen versiegelten Ort wegzuschließen. Die Macht von diesem Schleier hat der König Solarius mit 5 Marschsteiner abgedeelt, die ihn auf verschiedenen Plätzen auf dieser Insel verstopft hat. Für das Käme dem Lucius seine Macht kann herstellen, hat den Schleier das Schloss und Siegelbrüche an einem Geheimraum an diesem Tempel verstopft. Ja, wen nicht von dem, der Wario und der Luigi. Das ewig her, das schon lange hier, den Tempel ist verfallen, aber hat immer hier noch der Geheimraum Siegel ist gebracht und der Schleier ist an den neuen Besitzer seine Hände gefallen.
oh je, da muss man waren man Luigi Wand, da mussten der ja wohl halt Wandrennen vom Mythos Kruten an Schläger geklaut, dass sie ganz schlecht neisch geht. Lucius kann zwei Männer, die Habke gewissen so gut kontrollieren. Ja, das wissen wir. Es ist immer sicher, dass Lucius versichern wird, die 5 Mursteiner wieder zurückzukriegen, als ein ursprünglich Murström zurückzukriegen. Die einzige Hoffnung ist, dass wir die 5 Mursteiner aussammeln, eher den schrecklichen Schleier, der gelingt. Also wir schätzen wirklich von einem Schleier an die Schleier geht auch als Person dargestellt. Das ist auch nicht schlecht. An einer Nintendo-Logik. Kann spielen, wo sein Murst weilt. Wir müssen erst dann auch als gegen den Stelle, gegen den Schleier also spielen, an dem Lucius sein Murst dann noch kontrollieren. Was das hier, Mario, du musst dich dem Lucius stellen, wie kannst du halt gegen so ein kräftiges Murst dann überhaupt noch kommen? Du musst ein durchschlagkräftig, seit Urzeiten überliefert Technik beherrschende Spezialschlag. Da machen sich ganz neue Perspektive für den Job. Es gibt eine Vierrichtung an diesem Tempel, mit dem Vorleger an alle Königreiche trainiert wird. Vielleicht schlummert du ein Verborgenheit an ganz neue Kraft an dir. Voilà, und ab zack, ob denken wir du Gegner. Das heißt, man muss einen Spezialschlag muss man verwenden können, muss man sagen, mal eine neue Technik erlernen, einen Zielschlag. Als Naturtalent könnte man ganz sicher, wird man das so ziemlich einfach finden, aber mich an dem Sternbereich zu finden, wo ganz effizient Schläge auch möglich sind. Wenn es an dem Sternbereich passt, ganz hoch sprangen, dann ganz kraftvoll schießen, am Gegenschall spielen, das wird nicht gesehen. Geht also noch einmal ein Tutorial. Und zack, das war der Spezialschlag. Denken wir, ne? Geht noch ein anderer Schlag, das werde ich gleich weisen. Fantastisch. Zielschläge sind so hart, dass der Gegner sie mal nicht kann. Dass die Schläger von dem Gegner können Futti machen. Wenn der Schläger von einem Gegner zu Futti geht, kann die Party nämlich fortgesetzt 4 Uhr gemacht und du gewinnst Party. Das ist so ein Faktor, den vielleicht Leute nicht gerne an dem Spiel, aber an dem Spiel kann der Schläger eben Futti gehen. Wir müssen als Zielschläger perfektionieren, und es wird wunderbar ein Tennissport an einem ganz neuen Licht stehen. Es soll aber nicht übertreiben. Wir sollen eine Angriffstechnik überhaupt kontern, geht auch eine super Zeitlupe, das haben wir auch gesehen. Ganz los können wir dann ein Spiel machen und wir können den Ball nachkriegen. Wenn der Ball also zu den Ohren flitzt, am das Spiel mit los, dann kannst du den Ball nachwischen. Der Gesiedelosch kann eine Zeitlupe machen und schluss den Ball ein bisschen kommen. Voilà. Das ist eben Zeitlupe, die ist gemacht. Ein bisschen nervig schon, Jeremy Bond hat natürlich auch sein Vierteil oder sein Notdeler mit dem wie das. Formidabel, ja. Super Zeitlupe ist eine ganz tolle Methode für schwer Ball zu erreichen. Und keine Sorge, seine Verwendung reduziert ein Schlagbarkeit von Mengen Schläge. Es soll doch ein Timing um Menge Block, also ein Blocking halten, aber auch für den schützen. So, da kann Timing alles müssen üben, weil er geblockt. Das ist Timing, den am Online-Modus ziemlich schwierig ist, greifbereit. Das war sind statt mit Mario. Und ich muss eben noch das Fisch spielt, muss noch Energie hören. Zielschläger und Superzeitloop sind anstrengende Techniken für die Energie an sich mindestens immer ein Drittel gefüllt müssen. Ihr seht hier also eine Energie, wir können dann auch mal Energie gewissen. Da muss wir während einer Party eben nachher. Das ist halt ganz Spiel, das ist nicht mehr Tennis. Ich spiele mit das auch ganz taktisch, das ganz abgebaut. Und erklären ein bisschen das ganz wird abgebaut ist und die werden wir gesehen. Ich fälle nicht ganz ab. Und werden nur die letzte Fähigkeit dann halt gesehen. Voilà.
Und geht denken schnell Kaffee, oder? Spitze, ja, ja. Aber du könnt einen Trickschlag, den noch mehr effizient als wie es würden. Schlag, den wir für Druck gewesen sind. Und mit dem kannst du den Zuschauer begeistern und Gegner leben lassen, dass es ausgespielt ist und sie überraschen. Sie sind aber riskant, wenn das Timing nicht stimmt, da verlieren ich ganz viel Energie. Und muss ich wirklich richtig Timing auch bei dem ganzen hin. So, da werden wir noch ein bisschen was abfüllen. Eine Milan haben wir gepackt. Muss ich fertig mitkriegen, sich abzuladen. Den merkt, ich bin ein bisschen noch angerostet am ganzen Spiel. So, Schullo, dann Schlag den ich möchte. Und ich will ein bisschen zu los reagieren, dann tun wir den Strichschlag ein bisschen, kostet mich ein bisschen Energie, ne? Voilà. Ich muss nicht Trickschlag noch machen. Das war nur gewischt, danke ich mal. Ja, das war nicht gewischt, also ich muss da wirklich nur mit Punkte machen. Geht wirklich strömst, dass ich halt ganz weiß, wie es funktioniert. Für mich ein bisschen langweilig, für den noch gut zu gehen. Den Trickschlag, also das ist wirklich aber ein interessanter Modus. Der merkt hin, also auch gut im Blocken. Also das ist aber schon ein bisschen ein Challenge. Aber ein bisschen Stoppball, vielleicht kommt er doch. Das ist halt wirklich total abgebaut. Allemal und eigentlich Stoppball, ich meine, ich werde nicht kriegen, aber trotzdem, also das ist schon gut. Gut. Allemal machen wir den Toten mal, voilà, der kriegt da nicht. Und der Dom ist da gewischt sind, denke ich. Nee, das ist nicht gewischt. Voilà, das war gewischt, also Trickschläge, das du ein Kilo gemäht, ne? Die merkt, das ist ein bisschen vielleicht drisch, finde ich, wir müssen aber durch die ganze Teile. Also können eben noch das wichtigste Spezialschlag. Ich kann meine Energie auch ganz abplönen da gesehen und kann eben einen Spezialschlag, den ich am Anfang wollte, die ganze Zeit mehr der Tisch, schon noch begriffen, weil mir so gedient ist. Weil ich einfach spielen und nicht viel lieber lehre, ganz ehrlich gesagt. Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin ein Kapitel ausgesehen. Und schon noch Energie. Voilà, das geht schon. Also, das ist auch gut hier bei hier, wo ich die letzte Teils gespielt habe. Also, da muss man ein bisschen überlegen und zack, das war der Spezialschlag. Ich meine, da müssen wir alles durch und wir kommen noch die halbe Stunde schon drin. Könnte ich noch ein Match vielleicht zum Schluss fertig machen. Fasziniert. Ich habe alles gelernt, was ich da beibringen kann. Und es ist wirklich größten Tennis halt Mario. Die 5 Fälle Schatz sind am Busch, an der Villa, am Schnee, ob mir und am Feuer verstoppt. Und ich soll verhindern, dass der Mut zu sein möchte, fremdwirksam wird. Voilà, und dann haben wir ein Tutorial gepackt. Wir werden an Solaris-Ruinen und ich denke, Lolo, guckt man ein bisschen den Talk zu machen. Von hinten wird es sicher gehen. Und das ist ja schlimm. Wir mussten unbedingt das Murstein sammeln. Er hat Luigi an den Dianos als Fisch. Was schön. Ja, ja, die werden so merken, was geht. Wir werden 5 Steine noch drin laufen. So was hat am Leben. Wir laufen nicht mit den Peach runter, wenn wir im Jahr 2020 mehr laufen. Steine drin. 5 verschiedene Regionen. Sind Mursteine verstärkt. Wir haben also nicht viel Zeit zu verlieren. Wir beginnen es dann an den Busch. Und das machen wir halt nicht mehr. Weil er immer nach Tutorials heiren, also wir Tutorials lösen all durch. Ich denke, das ist gut für den nächsten Let's Play Part. All immer noch durch die Solaris-Ruine Datei gepackt. Wir haben Solaris-Ruine als Mehrspieler-Party freigeschaltet. Also ihr merkt auch, die Let's Players so also die ganze Story ist abgebaut am Sinne von, es kann eine Sache freischalten für normale Spielen. So, schön eine halbe Stunde erreicht. Ich hoffe, ihr seht nicht zu viel mit von meinem geschwätzt. Also am Anfang viel gewirrscht, viel Story, viel Tutorialen.
Me sieht gespannt Emut fort probiert Teil durchzuziehen. An ist so nicht auf diesem Platz und der Gemerk no gucken. Das werde eine Zeit lang 4 gehen. Und ich hoffe, ich kann mit der Welt auch ein bisschen Tennis spielen. Macht gut, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.